Hallo zusammen, hier ist der Crown Cletus oder Chris. Ich möchte euch herzlich begrüßen. 21.06. ist heute und das sind Crown News. Es geht darum, dass Microsoft ihre ganze DRM-Geschichte fallen, den Online-Zwang haben sie fallen. Sie haben das Feedback von der Presse und von den Fans entgegengenommen. Ich denke, das ist der einzige richtige Schritt, weil mit dem haben sie richtig verkackt. Der Preis wird aber gleich bleiben und auch Kinect wird dabei sein, auch wenn das keine Sau interessiert. Mal schauen, was sie dort noch machen. Ich habe mir jetzt wiederum PlayStation Plus reingezogen, um schnell auf diese Seite zu wechseln, zu Sony. Dadurch, dass der PS4 Ende Jahr im Haus ist, habe ich überlegt, muss ich mich schon noch ein bisschen in der Sony-Welt jetzt noch ein bisschen bewegen, das noch ein bisschen genauer anschauen. Und PlayStation Plus macht ganz einen anständigen Eindruck, ist irgendwie 63 Steine im Jahr oder so. Dadurch bekomme ich jeden Monat ein Gratis-Game für PlayStation 3 und PS Vita, wenn ich mich nicht täusche. Und Games hat ein paar richtig hochkarätige dabei, kann man also nichts sagen. Jetzt gerade der letzte ist für PS3 Uncharted 3 rausgekommen. Ist zwar mit fast 40 GB ein riesen Download, aber das ist ein niedlicher Erste. Was ein kleines Problem ist, wo ich jetzt mit dem PlayStation Network sehe, ist, dass es unglaublich langsam ist. Ich habe daheim eine relativ gäbige Internet-Connection und egal ob auf dem PC oder auf der Xbox, wenn ich dort etwas runterziehe, geht das noch flink. Auf der PlayStation noch nicht. Das Problem wird auch nicht bei mir daheim sein, könnte aber schon. Dadurch, dass man es aber für PlayStation Network auch zahlen muss, so wie bei Xbox Live, wenn man online spielen will, gehe ich davon aus, dass sich der Service schon wird verbessern wird. Man wartet ein bisschen länger, das ist ja nicht so tragisch. Aber jetzt gerade, weil ich mir PS Vita auch noch geholt habe, um noch ein bisschen dort reinzutauchen, weil ja die mit der PS4 auch funktioniert und Zeug und Sachen. Dort bin ich jetzt gerade ein paar Games, die ich Codes dazu bekommen habe, am Abend saugen. Es geht einfach lang für 2,5 Giga irgendwie. Fast 1,5 Stunden. Mit meiner Connection ist das eine kleine Frechheit. Aber ich möchte mich hier nicht beklagen. Ich bin froh, dass alles funktioniert, wie es sollte. Und bin mal gespannt, wie jetzt die Sony-Welt aussieht, weil ich habe ja schon auch mit der PS3 gespielt, aber habe mich jetzt nicht unbedingt mit den Sachen so auseinandergesetzt. Wenn ich Fragen habe, komme ich dann gerne auf PS3-Spieler zurück. Ich muss jetzt aber weiterziehen, und zwar zum Black Ops 2 Vengeance Map Pack. Das geht mir völlig am Arsch vorbei. Etwa so. Aber die Map Uplink ist eine neue Version von Summit. Und Summit habe ich geliebt im Black Ops 1. Echt. Tomahawk-Spots, wie die Map aufgebaut ist, die Action. Ich habe dort mein erstes 100 Plus geschafft. Es ist wirklich gute Erinnerungen, die ich mit dem verbinde. Und von dem her freue ich mich auf diese Map. Sie wird auch wieder scheiße sein mit den Black Ops 2 Waffen, Equipment und alles. Wie Firing Range halt. Die neue Version auch nicht so Spass gemacht. Obwohl das sie eigentlich gut sind. Ja. Vielleicht liegt es aber auch an mir, dass mir nicht so Spass macht. Das kann alles sehr gut sein. Also, momentan kommen nicht wirklich viele Games raus. Ich bin ja am Let's Play vom State of Decay. Für die, die es interessiert, macht mir unglaublich viel Spass, das Game, muss ich wirklich sagen. Link in der Beschreibung, falls jemand mal reinschauen. Es ist jetzt so, dass eben wie in jedem Sommer nicht viele Games draussen sind. Darum genieße ich ein bisschen das Wetter, genieße ein bisschen die anderen Hobbys. Das bin ich nämlich auch am machen. Ich schaue aber gleich, dass ich momentan mit dem Let's Play jeden Tag nach Möglichkeit und sonst so 2-3 Videos in der Woche rauslassen kann. Ich gehe dann noch ein bisschen in die Ferien, dort muss ich dann noch schauen, vielleicht gibt es dann gar nichts, wo ich einfach am Chillen bin. Das sehen wir dann noch. Weiter ist dann im August Gamescom und ihr könnt versichert sein, der Screech und ich werden dort live reporten. Live im Sinn, dass wir alle am Oben mit Ach und Krach über eine crappy Internet-Connection ein Video zu auflassen. Aber wir werden auch mal dort sein und schon am Mittwochnachmittag wird sicher die neue Konsole geben. Oder ich hoffe es auch mal schwer, die neuen Games und so. Ich bin schön gespannt. Und die so einrichten können, es ist ja nicht allzu weit weg entfernt, Köln, wäre schon noch cool. Wäre schon noch cool, sich dort zu treffen. Als letzter Punkt auf meiner Liste möchte ich eigentlich Folgendes noch anmerken, und das ist auch ein bisschen eigener Sache. News in dem Sinn, es ist nicht unbedingt. Es ist so, dass Crown Crew, der Channel und ich persönlich, wie auch die Jungs hinten dran, wir möchten uns in dem Sinne auch mal bedanken bei den Schweizer für die ganzen Abonnenten, für den Support, für die gute Zeit, die wir haben. Vielleicht auch die eine oder andere Turbulenz, aber das kann man dann auch wieder schön klären. Und als Dankeschön möchte ich eigentlich mal ein paar Channels vorstellen. Aber nicht so, wie das andere machen, mit so einem Channel-Video und so, wie das
sorry, zum Teil geht das gar nicht. Und das wäre für mich auch null Aufwand und das finde ich dann auch fast ein bisschen unfair. Aber eben, das können natürlich alle so machen, wie sie wollen. No offense, will da niemandem das Beibeiseln. Es geht einfach darum, dass jeder das ein bisschen anders machen möchte. Die Idee ist jetzt folgendermaßen: Wenn ihr ein Schweizer seid, ihr könnt auch einen anderen Pass haben, oder so einfach in der Schweiz leben, Schweizerdeutsch sprechen und einen YouTube-Channel habt, dann könnt ihr euch gerne melden bei mir per YouTube-Nachricht. Ich weiss, ein paar haben sich noch einmal gemeldet, aber ich wäre froh, dass die sich schon mal gemeldet haben, mir noch einmal gleich eine schnelle Nachricht schicken auf YouTube. Das Betreff ist einfach eine Schweizer Community. Und dann könnt ihr geschwind schreiben, ihr habt einen Channel, kann ich mir das dann anschauen. Und es muss nicht unbedingt sein, dass ihr texten, sondern ihr könnt auch Musik oder Bilder oder Videos, was auch immer. Wichtig ist einfach, dass ihr Schweizerdeutsch reden. Und ich will jetzt hier nicht irgendwelche Ausländerfeindlichkeit aushängen oder so, sondern es geht einfach rein darum, auf dem Crown Crew Channel wird Schweizerdeutsch geredet, das heißt Schweizerdeutsche diesen Channel unterstützt und so möchte ich das dann einfach zurückgeben. Macht ja Sinn. Geht jetzt nicht gegen jemanden, der Videos auf Hochdeutsch macht oder auf Englisch, wie auch immer. Immer locker bleiben. Aber die Schweizerdeutsch Sprechenden oder Musikmacher, die auch nicht reden, möchten wir hier eigentlich unterstützen. Darum schreibt mir doch eine Nachricht, wenn ich mal etwas über euren Channel erzählen möchte erzählen, dürfte erzählen. Und dann werde ich das ein bisschen im anderen Rahmen machen. Ich werde euren Channel anschauen, werde ein Video darüber machen, was ich sehe, wie ich es sehe. Ich werde das versuchen, positiv zu halten und auch den einen oder anderen Tipp geben. Es geht nicht darum, dass ich alles weiss und alles richtig mache, aber vielleicht hilft es euch. Die eine oder andere Erwähnung. Das wäre es eigentlich gewesen. Ist jetzt schon wieder ein längeres Video geworden, als ich eigentlich wollte. Aber ich texte halt einfach auch gerne in die Kamera rein. Schlussendlich zu euch. Danke fürs Feedback, das ihr abgegeben. Danke wirklich auch für die coole Zeit. Und genießt es draussen ein bisschen. Macht's gut. Ciao zusammen.